Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen hier wieder bei der Janka Filmschmiede. Ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken an euch allen lieben Abonnenten, die wo fleißig immer bei meinen Videos reinschauen, kommentieren, liken. Da muss ich leider sagen, das ist bei mir dieses Jahr ganz schlecht gegangen. Erstens privat viel Stress gehabt, viel Arbeit und ja, wenn man in der Früh 5 Uhr oder halb 5 teilweise schon aus dem Haus geht und kommt irgendwann um 5 Uhr oder so wie jetzt um 5 Uhr abends heim, dann ist es draußen schon stockdunkel und dann geht es privat daheim weiter. Da habe ich fast keine Lust mehr, dass ich sage, jetzt gehe ich auch abends rein, tu Videos schauen und tu kommentieren und liken und das ist ein riesengroßes Problem und da möchte ich mich dafür nochmal ganz groß entschuldigen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser wird wie dieses Jahr. Dieses Jahr muss ich sagen, 2016 im Großen und Ganzen war ein sehr positives Jahr, wenn man die schlechte alles weglässt. Und ich hoffe, dass 2017 besser wird. Mein Wunsch ist nämlich definitiv, ich möchte wieder mehr Outdoor-Kochvideos machen, so wie ich es mir schon lange eigentlich gewünscht habe oder wie ich schon versprochen habe. Und das möchte ich auf alle Fälle nächstes Jahr 2017 ein bisschen mehr nachgehen. Vielleicht geht es mir einmal hinaus, dass ich vielleicht doch einmal irgendwie den einen oder anderen YouTuber besuchen werde. Das wäre auch mein größter Wunsch. Lang im Plan wäre eigentlich schon mal der Willem und der Olli in Hamburg. Muss ich mal schauen, ob das vielleicht einmal drin ist, mal 2-3 Tage oder was hochfliegen nach Hamburg und einfach mal diese besuchen. Ja, das wäre alles so mein Wunsch. Und wenn die gute alte Zeit nicht immer wäre. Also wenn privat nicht so viel zu tun wäre, weil wenn man unter der Woche so lange arbeitet, das ist immer das große Problem, bleibt alles fürs Wochenende liegen. Und das ist genau der Punkt. Also definitiv wäre das mein allerbester Wunsch, mehr Outdoor-Kochvideos wieder zu drehen. Also das wäre jetzt mein Vorsatz oder mein Wunsch für 2017. Aber wichtig ist in erster Linie natürlich meine Familie. Meine Frau ist auch immer berufstätig unterwegs und so wie jetzt zum Beispiel, die ist gar nicht daheim, die muss arbeiten bis um 9:30 Uhr abends. Und dann Wochenende ist vielleicht die einzige Zeit, wo wir mal gemeinsam was haben und durch das ist auch das mit dem Videodrehen manchmal einfach gar nicht so einfach. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe es vor, ab 2017 definitiv mehr Outdoor-Kochvideos wieder zu drehen. Also mit diesem Sinne möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken und an meine lieben Abonnenten, die mir trotzdem, dass ich abonniere, kommentiere und klickfaul bin oder momentan einfach nicht so die Zeit hat zum Videoschauen, freue mich trotzdem, dass ihr immer regelmäßig reinschaut und da muss ich sagen, toi toi toi, freut mich und mit diesem Sinne wünsche ich was. Ja, was dringend heute, ich habe heute ein sehr gutes Alkobräu Moos, Moserliesel, ein helles, ein sehr leckeres Bier, kommt von Niederbayern. Warte mal, ich muss jetzt mal schauen. Ich habe das jetzt ein paar Mal getrunken. Es kommt direkt von 94,554 Moos. Also ein sehr gutes Bier, sehr guter Geschmack und haut rein. Also Prost, Moserliesel. Schaut mal auf deren Seiten, vielleicht findet man sogar im Internet. www.alkobräu.de. Also, Prost, ja, was macht ihr Silvester? Seid ihr zu Hause oder seid ihr auch beim Nachbarn? Wir sind beim Nachbarn. Wir werden Raclette machen und ich mache als Überraschung Bratäpfel. Die tue ich vorbereiten und das Rezept habe ich auch von einem bekannten YouTuber, Barbecue aus Franken. Der hat ein sehr gutes Bratapfelrezept, unbedingt einmal reinschauen, Barbecue Franken oder wie der heißt. Absolut empfehlenswert. Die werde ich am Samstagvormittag vorbereiten.
gute auf ein Backblech, schöne Folie drüber. Und die gibt es dann als Nachspeise nach dem Raclette, so Mitternachtsleck. Dazu gibt es Vanilleeis. Ich werde es einfach probieren. Video mache natürlich keins, weil ich nehme da keine Kamera mit. Und also ich werde schießen, genau. Ich habe so eine Pistole. Meine heißgeliebte Röhm G3. Die hat locker ja, 1984, 85 habe ich mir die gekauft. Und die funktioniert immer noch. 6 mm Flobert Platzpatronen. Und ja, habe schon lange nicht mehr geschossen, weil man sagt, das Geld ist mir zu schade. Und jetzt seit langem wieder habe ich gesagt, ich kaufe Munition, ich zeige mich nicht. Also ich habe mir da schon einiges gekauft, alles mögliche. Das sind richtige Kanonenschläge, die tun wirklich so laut wie eine Kanone. Dann habe ich ja so diverses Zeug. Dann habe ich Knatterpatronen. Und lauter so diverse Pfeifgeschosse. Ich mag es immer ein bisschen laut. Und das sind richtig schöne Sternenbucke. Ja, viel erwarten kann man nicht. Machen wir noch. Und was man gar nicht vergessen darf, ist halt natürlich nochmal ein Döschen Flobert Platzpatronen, die 6 mm. Aber ich bin ganz zufrieden mit dieser Pistole. Also die wird mit Ballistol gepflegt, gehegt. Ja, und die hat locker einfach schon mal seine 25, 30 Jahre auf dem Buckel und da bin ich einfach stolz. Also wie gesagt, nochmal ganz groß Danke an alle meine lieben Abonnenten und ich hoffe, dass es nächstes Jahr 2017 besser wird. Vielen Dank nochmal fürs Kommentieren, Liken und alle ja, Namen will ich jetzt gar nicht groß aufzählen, sind eigentlich immer die gleichen, die wo regelmäßig liken und kommentieren, obwohl ich selber gar nicht so oft reinschaue. Normalerweise müsste ich da schon mal saftige auf den Deckel kriegen. Carlos und Willem, Olli, ja, wie sie alle heißen. Und da möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken. Und ich schaue, dass ich nächstes Jahr mal wieder mehr von euch Videos anschaue und dann auch wieder liken. Ja, dann gibt es den Max Green, der tut auch ab und zu bei mir wieder kommentieren und liken, und Matthias Dittgen. Ja, also es gibt zahlreich viele, die viele in Anführungszeichen, so viele sind es auch nicht, aber ich bin stolz, ich bin zufrieden. Ich will da nicht mit YouTube irgendwie groß Geld verdienen. Ist einfach Hobby, bleibt ein Hobby. Dann habe ich so noch Filmaufträge privat, die wo außerhalb YouTube sind. Die müssen auch noch bewältigt werden. Und dann geht los. Übrigens ein bisschen verschnupft, aber ich glaube, das liegt an dem Wetter. Es wird wieder ein bisschen frischer, aber für den Silvester auf alle Fälle klarer Himmel. Und das ist schon mal wichtig. Also jetzt bin ich weg. Mit diesem Sinne, einen guten Rutsch, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 2017. Ein filmreiches Jahr. Oh, leck mir, was dieser da verstopft. Ich muss gleich noch einen Schluck trinken. Also das war jetzt ein Schluck für euch alle. So. Mehr darf ich nicht trinken, weil ich muss heute noch Auto fahren. Also, habe ich die, macht es gut. Ein Filmschmiede, Helmut. So.